Lief mat dem Lützeburgsche Mann ukrainischer Origin an der hier Mam aus dem Kriegsgebiet an Nordlützeburg. Kennt originär aus dem Kriegsgebiet besaten russisch besaten Territoiremen, huet also zu Lützeburg Protektion temporär krit als Kriegsflüchtling. Sech hatte ich nie die Idee oder e große Plan für Politik zu machen. Das alles so eng une Nähreihung von die so glücklichen Diana ganz schlimmen Akzidenter. Und dann könnt noch bei dir das Problem dabei, oder was ist das Problem? Dein Hobby, die Zeit, zum Beispiel war ja Piratenpartei, und das war ja am Anfang gut nicht so etwas wie lo. Dir war eine Gruppe von Enthusiasten und Enthusiastinnen, die gemeint ja, das nämlich wie Firma gründen. Also ich meine immer ganz viele Relationen zwischen Start-up, Firma gründen, a Politik. Moi Sven. Moi Christine. Sind wir bei der Episode 5 mittlerweile. Wow, schon so viel, dass Zeit vergeht. Ja. Wie mir gefallen, wie gesagt, kommen wir dann mal 1-2 Episoden und dann gucken wir. Ja. Alle sind wir schon bei 5, die heute die war obligatorisch, weil die letzte abgehalten hat, to be continued. Genau, wir haben ein kleines technisches Problem. Den haben wir aber das gehofft. Am Juni ein bisschen Kamera gewechselt. Lo sind wir auch nicht mehr so verzerrt, also am Brief gezogen. Wir sitzen noch ein bisschen ernst, das Kehr, und Seite gewechselt. Nachher nämlich die Küche durch, nachher an der nämlich der Stufe. Genau. Liegt ernst, weil wir haben ein bisschen mit den Sachen aus dem Wehraumen, der kleine Chaos heim, weil obwohl wir jetzt letzte Kehr mit Trauer abgehalten haben, haben wir ja noch ein kleines Mädchen gekriegt, weil wir genug Chaos hier am Haus söcht. Ich meine, das kann wirklich jeder mit Kanner den Knaps geraumt, geht wie ein Köstlego geholt, komplett im Geschotz an. Ja, ich bezeichne das gern wie Schrödingers Raumen. Also, solange dir nicht abmischt, als Zimmer gleichzeitig am Stadium geraumt oder nicht geraumt, sobald die abmischt, ist meistens nicht geraumt. Ja. Wir kommen mal auf das Thema von Haut. Ja, man kennen natürlich schon ein bisschen die Geschichte von Eis, wie wir es auch kennengelernt haben, was wir gemacht haben. Der Teil ist ja aber ein bisschen ein politischer Podcast, der Tisch. Sven, erzähl uns mal, wie warst du überhaupt auf die verrückten Idee kommen, schon nach ganz jungen Jahren Politik zu machen? Ich hatte nie die Idee oder einen großen Plan für Politik zu machen. Das ist alles so eine Nähreihung von die so glücklichen Diana ganz schlimmen Akzidenter. Es war so, dass ich op Setjem an Lycée kom sinn, den Tuches opgerne war, dat war de Lycée Allineurich. Du waren 20 Setjemmen an dem 10 Heierklassen an. De Lycée dawer laut Gesetz Schülerkomitee gebraucht. An ich weiß nicht, wie du am Lycée erlieft hast, mir weiß, weil du so eine Geschichte zu Direktor die Gypri respektiert huet, das rakom an de Klasse soll und gesot, ich brauch für an de Schülerkomitee aus der Klasse. An den zu späte Schritt noch andere gemacht hat, die Wahrheit. Hast du geschnurft? Ich will nicht so, dass ich dem Moment den opmerksamste war. Um jeden Fall. Hast du das freiwillig gezwungen gehen, ob dich gefällt? Ich war auf jeden Fall bemol op Setjem schon am Schülerkomitee, ein ganz politisierte Schülerkomitee, weil die ELA Matschüler natürlich schon gewisse Meinungen hatten. Und dat huet dann noch ganz sehr zu ménger Politisierung beigetragen, muss ich sagen. An die Joren am Lycée ass natürlich auch gefallen, die demolech Diskussionen um de 5611. Du willst auch mal demonstrieren. Ja, das war wie der François Bildchen décidéiert hat, Stagen zu reformieren. Und das hat für größere Unruhe bei den jungen Studenten gesorgt. Also, dass man mensch, das war ein von den letzten großen Studentenmanifen, außer der Reform vom CDS, die wir die letzten 20 Jahre hatten. Das ist eine Periode gefallen von 9/11, was dazu geführt hat, dass wir Afghanistan und Irakkrieg hatten.
wo wir auch demonstrieren waren. Also schön, du warst auch dabei. Ja, ich hatte Handel mit Patsche draufstehen, also... Ich hatte ein kirbichte Schöp, weißt du, die kleinen Handschippen. Und da hatte ich Make War Not Peace. Make Peace Not War drauf geschrieben. Und ich weiß noch, dass ich mich extrem cool fand, weil ich hatte noch kein Englisch. Und ich habe so gegoogelt. Und dann habe ich das die ganze Zeit... Also Christine hat Latein studiert, ne, gelehrt. Ne? Also ich war von denen, die direkt Englisch gemacht haben mit Christine. Als gut Mädchen von einem Enseignant, von einem Prof, wollte natürlich, also ich mal Latein gemacht. Genau. Und das war 2003, ne, Demo. Und der Tisch, da war mal so, just mein Job, CCM. So, du an der Gäste. Ich erinnere mich mehr daran, dass ich mit eher auf der amerikanischen Ambassade gepocht habe. Ja, sie von denen. Ich weiß noch, dass ich mich da ganz klein gehalten habe. Also ich hoffe, der ist mittlerweile verjährt. Also okay. Wir haben noch heute bessere Relationen. Ich war auch zwischenzeitlich... jo aber ein bisschen mit durch am Kontakt, dann muss ich noch haut so rückblickend sind schon mal der Meinung, dass das falsche Krieger waren, also Afghanistan war ganz klar ein falscher Krieg, zumindest mit den falschen Bewegungen angefangen, wird ja auch an einer Katastrophe abgehalten. Das ist immer schlimm, wenn ihn 20 Jahre, über 20 Jahre braucht, für zu merken, dass ihn an einer Katastrophe gefangen ist. Aber ja, das war ein bisschen so ein Anfang von meiner Politisierung. Dann hat mich auch kurzzeitig schon eine Partei verschlagen. Da war ich nicht wirklich aktiv, muss ich noch sagen, ich war ja Schülerkommunikation. Du kannst aber vielleicht denken, das ist noch ein Geheimnis, so wusste was. Ja, das war der LSAP, das war auch gut gerne bis 2009, dann Chamberwahlen waren an der LSAP verloren hat, Sitz verloren hat, die den CSV gewonnen hat, war mit denen an einer Koalition. An Overs, das erinnere ich mich immer, geht Jean Asselborn, der damals Parteipräsident als Spitzenkandidat war, für eine Presse erzählt, ich zitiere, «Das Regierung gouf konfirmiert». Für mich als 20-Jährige war das so etwas, ich hatte das Gefühl, das war unehrlich. Und da wollte ich mich noch nicht identifizieren. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, wir sind etwas anderes. Und ja, etwas anderes, dass du noch gehen. Eine kleine Klammer, weißt du, dass ich auch eine Zeit der Schweizer Kimon war, ich war eine Zeit an der LSAP, also an die Jungsozialisten-Sitzung gegangen, für mir das ganz anzugucken. Also da muss ich schon Nerd sein, für das freiwillig zu machen. Ja, ich schon da Woche sehr abgegeben, muss ich so. Und ich war 2-3 Mal da und dann habe ich gedacht, oh nee, Partei ist mir aber alles ein bisschen zu viel strikt. Und du später ist von der bestehenden Politiker. Du warst immer kein Politiker, Sven. Du warst in... Und wie man es bestört war. Und wie wir zusammen waren, haben wir alle 2 den Bachelor gemacht. Du hast zwar da die Paratpartei gegründet, aber weißt du, ich war Politikstudentin und schon nicht ganz seriös. Ich fand das ganz live, dass sich dafür sein Ideal ansetzt. Weil ich schon eine ganze Sache aber nicht viel Chance beigebracht. Also beigehen, außerdem habe ich irgendwie gedacht, ja gut, ich war nicht, ne? Also, das ist ja echt positiv, wenn man sich für Apps ansetzt. Aber das war aber nur bei weitem nicht wie Haut. Ja, muss ich auch so wie die Idee entstanden ist, auch das war ein Accident, das war ein bisschen wie den Schülerkomitee, schon durch die Forum online fand, wo schon Leute gerne waren, diskutieren über eine Piratenpartei. Und schon einfach mal mit diskutiert. Natürlich immens nerdisch, geekisch, müsste sie für du überhaupt konnte mit zu diskutieren, weil ich ganz... Sagst du, du bist auch ein Geek? Ja, ich bin ein Nerd an ein Geek und bald das war ganz zudem müssten so schreiben wie an einem Wiki, also wie auf Wikipedia, da gibt ganz speziell Kommando für überhaupt Contenu zu produzieren. Und so, dass das schon ganz limitiert war, natürlich schon ein bisschen quasi Informatiker sind. Und ich habe damit diskutiert, und irgendwie, so 3 Monate später, haben wir gesagt, es wäre gut, wenn wir den treffen für ein paar Zuhörer. Bist du ja alles online, nicht? Das war so gut all ICQ an Luxusbursch-Zeiten an Parfdialog. Ja, und dann haben wir gesagt, dann treffen wir uns. Und dann haben ausländische Piraten, die mit gelesen haben, weil die in Lützeburg verstanden haben, I don't know, fand man, sie geben dann aber als Gründungsversammlung kommen. Wollte dann überhaupt eine Partei gründen?
also am Anfang wollte man einfach als mal treffen, für als wir kennenzulernen, ja. Sie hatten das verstanden, dass sie, wenn eine Partei gründen, dann wir kommen hier unterstützen. Ich erinnere mich immer daran, wie ich Stunde so was heimgekommen sind, nur der Parteigründung an meinem Papa an der Küche, und ich musste erklären, dass sein Fils gerade mit 13 anderen eine Partei gegründet hat. Ein bisschen wie beim Schülerkomitee auch noch zum Präsident geuf. Ja. Mein Papa hat mich an den Namen geholt und gesagt, ich mich bei allen Männern Stützwetsch gehen. Ja, mit der Papa ist einfach ein guter Mensch. Ne? Ich meine, alle anderen hat vielleicht auch gesagt, so, andere, keine Ahnung, die gehen an einen Kehleclub oder einen Fußballclub, den schon gut muss, dann eine Partei gründen, geht dann nicht schon genug. Wir kommen immer mit der Anekdote zurück, die ich zu 3 an der Großkreis in den Kopf geworfen habe. Sie haben ja einen Riss in der Schüssel. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht auch nicht als Hasen am Schaf oder weil die sonst noch so seht. Auf jeden Fall, so wird die Politik also sich eine Näherung von so kleineren oder größeren Akzidenten, Zufällen kann ich sagen, die dann irgendwie an Leute Karma oder so prädestiniert Sachen leben, gehen so, da ist alles klar, du gibst einen Plan an alles. Wenn nie ein Plan, also zumindest nicht für die einzelnen Schritte in den Reihen. Also von dir, mir vielleicht gibt es den größeren Plan. Und weil meine Mama hat schon für rund 20 Jahre gesagt, wie ich an der Provence beim Koffer war, für so einen Kup zu kriegen, mit der Tondeuse. Also, der Rasé hat gerade den zukünftigen Minister von Lützeburg. Also, sie hat irgendwie mehr Hoffnung als ich selber. Ja, das war die Geschichte, wie das Sven an der Politik gelandet ist. Okay, wir können mal kurz zurück, wie wird den Mann das gemeint? Das muss ja aber schon irgendwas an einer Kantitherapie gewesen sein, dass da aber irgendwie immer gern diskutiert wird. Oder ich weiß nicht, das könnte auch ein Mann nicht auf sein. So eine Idee, oder? Ja, also du kennst mich. Diskutieren Mensch gern. Ein großes Schnitz habe ich auch und eine starke Meinung. Sowieso. Mindestens so stark wie mir. Nee. Wobei. Ja. Schon du teilst du eigentlich als Kant wird nicht Moyen von unseren zwei Meinungen mehr Kombination. Ja, ich denke noch. Ja, ich schon immer matt geschwärzt an. Wir kommen noch aus einem politischen Haushalt, nicht parteipolitisch. Mehr politisch. Wir haben hier über Gerechtigkeit geschwärzt. Wir haben ganz viel über wer in der Welt besser ist. Ich so doch schon noch, sind langjährige Scout. Mein Motto ist immer, die Welt ein bisschen besser zu analysieren, wie in sie vier von uns hatten, bei den Paul auch früher gesagt hat. So, dass es nicht ein parteipolitischen Haushalt war, aber immer politisch durch. Wir haben viel diskutiert. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, also dass dein Papa eine starke Meinung hat, das wissen wir. Wir haben noch ganz viel durch ihn diskutiert. Ganz viel, meine Eltern noch ganz frei, eigentlich immer schon drüber gelebt, also als Kanner, aber auch zu erklären, was lebt. Also ich weiß, dass meine Eltern immer Radio mit diesem 12 gleich bei mir den durchsitzen. Und natürlich die 2-3 Minuten, wo ich raus sind und nur lauschen will. So. Also das geht bei uns nie, weil wir durchsitzen, auf Radio gelauscht. Also wir haben nie geschwart, während wir durchsitzen. Also das Radio, bei mir Boom, by the way, lebt heute nach dem Radio, wann schmettest du in der ersten geht. Mit je 3 Minuten 12 Uhr aus, aber das Radio gelaufen und dann geht und immer Radio Lützeburg. RTL, also RTL. Ja. Radio Lützeburg, der Radio. Genau. Und dann habe ich natürlich auch Oves uns dann noch Tele geguckt und dann habe ich natürlich auch vorgehabt. Und dann haben meine Eltern mir das eben erklärt, muss ich nicht so mit ihrer Weltsicht, ne, mit ihrer gefärbten Meinung, wo ich meine Haut auch, ich sehe Haut ganz viel nicht enger Meinung mit meinen Eltern, weil doch oft zu Konflikten geführt hat. Aber bon, das ist so. Aber de Fakt fir echt geholt ze gin an we können mat ze diskutieren, dat war ganz frei an dementsprechend auch immer ech ganz frei politisch interessiert. Mein Papa war an der Gemengepolitik, hier war am Gemengerot an war so ziemlich an all Verein, also még Mama am Gesang an mein Papa war Präsident von der Musikschule auf von Schwessen nach allem immer so dat ich dann noch ganz frei immer mat op so Eventer geholll gesinn.
Ja, also wie gesagt, bei mir war der Papas zaubere gerne an der Freizeit. Mein Mann war ich auf der sportlichen Seite aktiv. Die zwei schaffen gerne in dem entsprechend Zeitlauf hier nach irgendwelches so andere Evenementer zu machen, weil du echt da nicht oder echt da begrenzt war natürlich ganz klar, also auch politisch oder nicht bewusst aktiv an einer Partei oder an einer Bewegung. Was mich markiert hat, wo man über Gerechtigkeit schwätze, war, mein Mann hat am Anfang von ihrer Karriere auf Banken geschafft, die 3 Kinder, also ich mich und du meine 2 Geschwister, und hat sich dann dezidiert, sich zu reorientieren an Enseignement gewesen, als Chargé de Cours. Und das ist lang gut gerne, weil es gibt nach immer Mangel an Lehrpersonal an. Dann hat sie dezidiert, sie gave Moral halten. Und du hast sie nicht gefunden, und das ist auch lang gut gerne. Bis im Moment hier einfach in meiner Erinnerung gerufen hat, Chargéen nicht Enseignement von der Klasse mehr beigebracht nach quasi. Genau. Und dann hat sie dezidiert, ich will sich mehr machen. Ich will die Fähigkeiten, ich will gerne mein Enseignement fertigstellen. Da war den ganz harten Kampf, wo sich ganz viele Frauen, paar Männer auch, ganz viele Frauen, die als Chargé angestellt wurden, ursprünglich für einen festen Kontrakt zu kriegen. Ja. Weil die nicht vergessen, sie hatten immer Kontrakte von September bis Schule. Mhm. Sie waren 2 Monate nicht angestellt. Konnte noch kein Pai während der Sommervakanz. Sie auch nicht geschafft, war das Argument. Wir sind aber für den Rest von der Zeit, die normal habe ich schon einmal Enseignement gemacht. Genau, sie hatten voll Klassen. Ja, sie hatten dieselbe Verantwortung, dieselbe Stundenplan, eben just in einer Situation, in einer Karriere, in einer Salle. Ja, gut keine Karriere in dem Sinn, weil sie all Jahr, von Jahr zu Jahr einen neuen CDD kriegen. Ja. Weil natürlich für jemanden auch zum Teil Prekarität gesucht hat. Und ich erinnere mich pertinemment daran, wie meine Mom dezidiert hat, in der Situation etwas anderes will. Nicht nur für sich, sondern für eine ganze Kategorie und Lehrpersonal, die seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten Enseignant waren, mehr eben 2. oder 3. Klasse waren. Und das war mein Kontakt mit der Gewerkschaftsbewegung. Und ich erinnere mich, wie frustriert meine Mom war, dass verschiedene Gewerkschaften, die hauptsächlich Enseignant vertreten, nicht interessiert waren, für etwas für die Chargé zu machen, und das eine Deisebunner Gewerkschaft. Hat sich mengen G-Stimme auch noch nicht ganz erschlossen, mit Deisebund, der Landesverband Deisebunner Gewerkschaft sich den Chargéen angeholt hat, an ihnen geholfen hat, hier Recht für eine Opportunity zu gehen, für ein Jahr anzuklären. Mhm. Aber wenn A sieht, muss natürlich auch B machen. Meine Mama hat dann gerade du Recht und hat noch das Jahr auf der Uni gemacht. Also wohlgemerkt ein Jahr, wo sie müssen Vollzeit studieren, dementsprechend kein Revenu hat, und aber 3 Kinder an der Prä. Ja, weil kurz vor drin haben meine Eltern sich auch noch geschehen. So, tatsächlich meine Mom 3 Kinder, ein Prä von einer zweiten Residenz, für das sie auch Wohnraum für uns hat, auch für sich. Und ohne dem Moment der Unterstützung von ihren Eltern wäre das nicht gerne noch da. Nicht die Wichtigkeit von der Unterstützung an einer Leute. Oder kommen dann mal auch sozial Ungerechtigkeit, weil alle guten Leute, die den Rückhalt nicht hatten, die finanziell mehr von der Familie nicht hatten, konnten sich das dementsprechend nicht leisten. Absolut, also das wie so ganz viel von den Accidenten am Leben hängen all die Accidenten auch zum Teil und ein Privileg. Ja. Nächste Privileg zu Lützenburg geboren zu sein. Ja. Aber natürlich auch, dass 4 Generationen waren, die ganz viel geschafft haben. Zum Teil für Mathematik können während der Uni, absolut, obwohl ich geschafft habe, während der Uni Politik zu machen, die mir erlaubt haben, eine Firma zu gründen, nicht der Politik. Ich meine, wir haben das alle 2 matt gemacht, weil das heißt, Männer wie den Mindestlohn verdienen. Und, ja. Weil das bei meiner Mama danach speziell war, das war während meinem Premiersjahr. Das ist schon mal allen 2 gleichzeitig für Examen müsste lehren. Und
ich meine, sie hat ein bisschen mehr Panik für den Examen wie ich. Aber wie weit hat dann ihr Studium durch den Moment beeinflusst? Ich denke, das war ja auch bestimmt eine Zeit, wo du viel Unterstützung gebraucht hast. Also war es echt so, dass dann zusammen an einem die anderen Situation rausstellen oder war es echt eine Challenge? Ich halt größt verstehst mich für sie, weil natürlich konfliktuell am Sinn von der Raum, den ein Studium oder auch Lehrerin einfach hält, das füllt sich schon. Und dementsprechend war es dann auch so, dass ich die Chance hatte, ein Privileg, für sich die Woche von meinem primären Examen und die paar Wochen für drin bei meinen Großeltern lehren zu gehen. Wo eben dann noch ein Umfeld war, wo ich betüdelt gemacht. Absolut betüdelt gouf. Ich konnte all Tag, wann Job gestanden sind, war das Frühstück schon fertig quasi. Wo wird all da einen Apfel geschnitten? Wenn ich zurück in das Büro kam, den extra angeriecht gouf, stung da immer ein Schüsselchen mit einem fertig geschnittenen Apfel, also das war ein großer Luxus. Wirklich, ich bin da betüdelt wie an einem 5-Sterne-Hotel, dann sind meine Großeltern auch ob ewig dankbar, dass ich die Chance hatte, weil ohne das hätte ich auch mein premier Hexfleisch bei mir null aufgepackt. Auch das, also so kleinen Accident, den Zufall an meinem Leben, den man am meisten für Auto zu sein, wo ich bin. Ohne dass da ein großer Plan oder eine übermäßige Vision zumindest dafür gab, wo ich aber alle Momente von meinem Leben in Unterstützung kriege. Auch von dir, also wie man du bist zusammen gewohnt haben, mir auch schon davon geschwärzt, immer den Politiker beschützt sind, ist nicht immer einfach. Wie ist es dann mit einem nach nicht gewählten Politiker zusammen zu leben? Den noch plus ein Startup lädt, also so. Okay, wenn man mal über die Zeit zusammen schwätzen, das war definitiv, ich denke, eine ganz harte Zeit. Also es war eigentlich ganz flott, weil wir waren jung, wir hatten uns viel Energie, viel Ambition. Wir hatten ein immenses Privileg, dass wir durften bei dem Pub am Haus oben vielleicht wohnen. In der Zeit, da tut das wirklich über Wasser gehalten, wenn wir uns also schon noch studiert, hast du schon angefangen, die Firma zu gründen. Ja. Na, und du schwangen einen Permain-Trupp warst du noch fertig. Und du sind bei der Europäischen Kommission arbeiten gegangen für Permain. Das war aber extrem prekär, sagen wir mal so. Nicht von der Lützburger hier, aber vom System, dass sie just nach früher sind Funktionäre immens gut bezahlt gehen und waren da immens viel angestellt gehen. Heute ist das leider so, dass die meisten über temporär Kontrakte angestellt gehen und temporär Agenzen. Das heißt, die Posten, die ich hatte, die gehen zwar zu Lützburg ausgeschrieben, zu Lützburg besetzt. Ich habe auch gesagt, hey, melde dich du hast den Job quasi, und dann habe ich mich bei Randstadt gehen, die sich Durchsprechpartner waren für die Posten. Und dann waren sie dann mein Arbeitsgeber. Also sie haben mich da detachiert. Und das war extrem schlimm. Wenn ich schon nicht tief krank bin, du hast nicht so viel Preis gekriegt. Ich weiß bis heute noch nicht, was da die legalen Tour war, weil das ist ja illegal. Mit war irgendwie, ich kriege dann einen Prim, wenn ich nicht krank war, die habe mir dann eine Wäsche geholt, wenn ich krank war. Aber der Witz war, dass ich schon den Mindestlohn verdient habe. Also Mathe, Prim, schon just nach dem Mindestlohn. An die Kommission hat aber Tausende von Euro für mich ausgehen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich mache mich selbstständig, schon gesehen bei dir. Du hast dich mit Jerry, den Co-Associé, zusammengetan. Ihr habt eine Firma gegründet, und ich dachte, komm, du hast mich encouragiert, dass wir selber nie auf die Idee kommen, dass du gesagt hast, hey komm, ich helfe da mit allem, was Content, TVA angeht, weil ja, ich war einfach ein bisschen mehr, schon mehr gezeigt, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit, mit Dingen Unterstützung, das geklappt. Du warst mal zwei selbstständig und kein Loyer müssen bezahlen. Mehr, wie das so ist, wenn du am Anfang selbstständig möchtest, ne, schaut den auch nicht an. Und beziele ganz viel Security-Sozial. Ganz viel. Durch den allen so, den ich kriege, und Firma. Ich wollte aber just noch kurz auf die Randstadt-Geschichte zurückkommen, weil das aber ein
eng Aktualitätsfroch grad das ich mengen das grad lo vun der zu schwätzen fir drüber méger Mam gesot schon do de gewerkschaftlich Bewegung kennen geléiert an das ja lo awer aktuell am das Politpodcast kom ich schwätz kurz drüber. Okay, ich hoffe ich kann da Probleme oder ich hoffe ich mein, der letzte bei Repräsentation von der Europäischer Kommission zu Lützburg kein Problem, weil die waren immer ganz korrekt und die Leute, muss ich wirklich so in die kleine Büro, die waren top. Die waren, das hat nicht mehr zu dem, mit den allgemeinen strukturellen Problemen von der Kommission, taten so so Zeit, Arbeitsfirmen zurückgreifen, alle Leute, die feste Kontrakt kriegen. Und da sind wir ja gerade bei all den Sozialkonflikten, die wir im Moment tun. Sie haben Abühe von so Kontrakten, wir haben Abühe von einer ganzen Ritsch vom Arbeitsrecht. Das ist einfach konstant. Und das Regierung möchte nicht genug. Der Arbeitsminister als absent, muss ich bald sagen. Und das Regierung hat etwas fertiggebracht, was schon ganz lange keine Regierung mehr fertiggebracht hat. Vielleicht auch nie, dass alle Gewerkschaften quasi zusammen zu schweißen. Ja. Zu einer Gewerkschaftsfront, ja, wie ihr das so schön seht, ja. Die dann noch Ende des Monats, 29. Juni, zusammen auf die Straße geht. Ich bin dabei. Ich gehe noch mal, also mittlerweile will ich eben noch gesehen haben, muss ich sich ersetzen, wenn ich will, dass etwas ändert werden. Und dafür halt dann von uns zwei gemeinsamen Appell, 29. Juni, alle guten zusammen auf die Straße, weil Rechter die ganz hart erkämpft. Wir können ganz sehr Wäschkohle gehen, und das gilt heute zu verhindern. Und dafür gewerkschaftliches Engagement geht nicht nur über Gewerkschaftsfunktionäre, sie Politiker sind, genau. Geht auch darum, für einfach präsent zu sein. Und ich meine, auch das ist wichtig, hier geht es nicht um individuelle Sachen an einzelne Betriebe. Ich meine, dass du wichtig pragmatische Lösungen zu finden, aber hier geht es um grundsätzlich frohe Weg, zum Beispiel das Pensionssystem. Und dafür kleine Parenthese bei iwwer Startup beschwätzen wat mal wichtig auch nach kurzer Ton zu bringen. Ja, du hast gesot sind sech net Entrepreneur an enger klassischer Startup gewircht bis also zumindest net am Anfang, ja. Weil du hast direkt deine Klienten. Mir hat noch die Klienten an dat war noch recht mit traditionell Kontrakter. So dass man dem richtigen Startup, so wie er das Silicon Valley kennt. Gottes Willen. Also ich war eine One-Woman-Show und der war dann Two-Man-Show. 2,5. Also progressiv auch ein bisschen mehr groß gehen. Was wir noch gemacht haben, dass wir auch Einzelprodukte lanciert, weil wir wollten aus dem Conseil rauskommen. Und da sind wir ein bisschen mehr zum Startup gehen, was dann noch als ein Success zum Schluss ausgemacht hat oder ausmöchte. Als dat man de Pivot Pferdsprutte vum Conseil mir verkaufen als Stunden zu wirklich produzieren gern se schaut ganz zufrieden die Erfahrung gemacht hun. Ich verstehe dafür auch sowohl die gewerkschaftliche Seite wie man dann noch stöch ja wo Entrepreneur seit wo Salarien zu dadurch dat net immer dat einfachsten ass. Ja, an der Schwimminglektien geleiert, dat ich zwar nicht wie viel Jahre los selbstständig war. Ich meine, von 2015 bis 2022. Und ich das nicht mehr wollte sehen, weil es einfach extrem anstrengend ist. Also das ist ein extremer Mental Load. Das ist extrem schwierig, weil du ja nicht ein festes Salär. Da war bei mir auch noch das Problem, ich meine, das kann die Menschen, die selbstständig sind oder aus dem Independent, weil ich war wirklich sich Conseil auch gemacht, dass ich schon meine Stunden fakturieren. Du hast nur eine bestimmte Stunden am Monat an. Meine Stunde ist also relativ niedrig gehalten, wie überhaupt, können mich nicht zu finden, an der ich meine Arbeit von tun. Aber ich meine, da identifizieren sich ganz viele, so gerade auch Frauen, denken ich, die sich da lancieren. Das ist prekär. Also du hast mal im Monat, du hast, dass du gut lebst, und dann mit gut Englisch, du vielleicht bei 1.000 Euro kriegst, ne? Und dann am Ende musst du wirklich alles zusammen kriegen, aber den Security Social muss trotzdem bezahlt gehen. Und
Dat sie so die Sache wusste immer im Wes und da guckst du ob die Anna und wir waren zu zwei an der Situation zu zwei selbstständig zu zwei ganz am Anfang von der Karriere wusste du ganz wes du stichst zeig weil du hast eine Vision wir haben immer den anderen encouragiert das heißt weil du nie ein Problem dass man für mich rechtfertigen eben wie von dem Mann und wir haben auch immer finanziell unterstützt von den Emol mehr hat wir also unterstützt ne auch ein Koppel sind also ein Koppel sind net den ging den anderen der soll schon dem Mod nicht aber wir waren demos 25 war dachte wir waren zwar schon gepackt mein mit sind der trotzdem spannend da war wo da musste trotzdem als Koppel aber auch Handbuch stohlen oder der fannen ich mein, auch viel weh wie finanziell lesen kann ne mehr ja an du gefrot wie du gefiel me bei so eng Mischung zwischen die ganze Zeit kann man halt Angst krämer überrunnen bis hin zu genug klären genug Projekt bis hin zu können me die Vakanz immer Vakanz mit ennger Familie gemacht lechten dat ma man Automatine mat gehen an den Hauslohnen an dem du als dir als dingen tischcht die pur 100 Euro die dat dann kachte nee die pur 100 Euro waren wo ganz oft viel an Schwesinn dat man du geguckt hun ganz viel anderer eben gucken zum Beispiel den Schwester oder Kollege von uns de hun halt du gefangen beim Staatsschaffen oder Parastaat oder der Gemeng den hat direkt so viel méi verdient wie mir an die hun sich dann direkt schon Appartementer ka und hun wie was man das geschwert die geschafft 3 méi wie mir die viel man aber kannst viel man kangé die sieht verregt wie wat nader dat die hutzen im Jahr dann nummer gesagt ja mit leben aber irgendwie run wie so projet gewals 5 Jahre Kilo 5 Jahre mich kennt dat von nicht könnt nicht und ich menge ganz viel also eben noch einst du wichtig zu gucken will nur guckt da sieht ja mit dat war ja aber einfach die hat ja Plan aber das so klar das ist schon so Shows gefallen mir die 5 Jahre wusste wirklich so Kampfs an Zukunftsängst an permanenteger Vorstell wie Diskussionen man hatte wo du immer im gefrot und Mama der tricht an dann könnt noch bei dir das Problem dabei oder hat ich Problem denk dein Hobby der Zeit zum war Piratpartei an dat war ja am Anfang gut nicht so etwas wie lo dir war ein Gruppe von Enthusiasten an Enthusiastinnen die gemeint ja, das nämlich wie Firma gründen also ich meine immer ganz viele Relationen zwischen Startup Firma gründen Politik machen wann den aufhängt zu den die durchstrecken ja muss leben muss verbasse sie muss gewollt sind weiterzumachen noch von Molenker die Wand relativ steif entgegen bläst an muss eben immer auch von dat ganz immer Unreihungen von Accidenten war ich gesucht hun also aber zu einem gewissen Grad dem Motto den dich aber immer im Mund reift wie was denn schmengen Gipferien den ich kennen ob an der Politik oder am Privatsektor den sie chanceiert dann es gründet den hört ja irgendwo den intrinsischen Undriff den die wollen ich will etwas anderen ich will etwas machen ich will etwas besser machen ich will die Welt verändern so nicht mehr die Welt verändern hast du hast Millimeter ein Tausendstel von einem Millimeter den die verändern mit das heißt du genau das wird die Lust Leben geht die Lust weiter zu machen auch gerade da an der Wand ein Kind bläst dann ich meine das wirklich den Care-Message auch immer im Aus wann in Politik mat Startup vergleich mat wéi können den zur Politik wéi kennen den zu segem Beruf dat seelen eng Richtlin weder fir dech ich mein, du Sciences Po studéiert du hat doch ke gedet dass denker gest als independent als ich schaffen dann awer an engem Sektor als independent an engem Sektor dienste kann hallo mat klein wie man andere Sektoren in erwebers idem fir mech hun ja nie wann as fir 10 Joer gesot hat dats dein 10 Joresplan ich wees net ob dat liewe wie man et lo feieren oder genau dat wat man lo machen och nëmmen erwähnt gewähren an dat ass mein Stadt flott awer runnner Politik zu machen oder auch sich selber zu lancieren das Welt ändert sich und du hast Chance die Schmatterwelt zu ändern du hast Chance
de Stummer da unzupassen an Kind daraus nämlich und das ist einfach etwas, was einfach immens reizvoll ist. Ja, ich meine, dass du bei meinen Dependants sind auch so dass, ich meine, wir brauchen da dann zwei ganz viel, die Aufwechslung, das immer etwas Neues, etwas Reizvolles, wusste eben immer im Vordergrund, wusste intellektuelle Stimulation, wusste ich kann so ein Dossier erschaffen, wusste ich kann zwei Sachen ersetzen, also los schaffen ich als Salarié bei einer SBL, die sich für Menschenrechte und Klimaschutz ersetzt, das ist genau dasselbe, also doch, ich stehe mit all meinen Werten und all meinen Überzeugungen da haben drin und ich freue mich all da auf der Arbeit zu gehen, für etwas Gutes zu bewirken oder für Ungerechtigkeit zu kämpfen. Und ich meine, das ist ein bisschen so das, was sich bei uns zwei immer irgendwie so durch das Leben zieht. Dass du immer irgendwie siehst, okay, das ist eine Situation, die gefällt mir nicht. Wie kann ich dazu beitragen? Was ist mein Teil, für es zu verbessern? Ich meine, das ist auch bei der Parteigründung. Also willst du so rangerutscht, was haben du aber angetrieben, für weiterzumachen? Nicht nur bei der Parteigründung. Mein ganzer politischer Parcours war sich immer, oder mein ganzer Parcours rückblickend als ganz viel, wie kann ich helfen? Wie kann ich mein kleinen Teil so klein wie noch nicht aus machen, für eine Situation zu verbessern. Aber wenn ich auch nicht einer Person kann helfen, dann sind ich all da zufrieden. Und sich die schönsten und flottesten, die ich sind, wenn es mit Leuten schwätzt, die ganz spezifische Probleme haben, und du kannst tatsächlich als Politiker etwas machen, für die Situationen zu verbessern. Sei das Probleme für verschiedene Medikamente zu kommen, wo nötig wäre, Druck auf die Regierung auszuüben. Sei es, weil verschiedene Mechanismen beim Staat nicht so funktionieren, wie sie sollen funktionieren, und das politisch da kann poussieren. Alles das als immens bereichernd, und dafür sind wir auch froh, dass die Verkettung von denen Accidenten schlussendlich aber zu einem roten Faden in meinem Leben gefordert hat, die mir ermöglicht hat, alles das zu machen, was ich bis dahin machen konnte. Und vielleicht gehen wir in den nächsten Episoden noch ein bisschen darüber an, was das alles ist, weil haben wir mal darüber über die Origin-Story ein bisschen geschwärzt. Ich kann mir vorstellen, dass ein ganz richtiges Thema gehen, die wir können schwätzen, was das konkret bedeutet und auch wie die Chamber zum Beispiel auf verschiedene andere Sachen funktioniert, die vielleicht man persönlich sind. Ich wollte aber noch kurz so, was du gesagt hast, eben, wenn du auch noch mit einer Person hilfst, mit uns, du stippelst sie immer gerne so ein Schlimmel an, du kämpfst sie auch gerne, wenn du gesagt hast, eine Ungerechtigkeit, lässt du da dann nicht auf der Sitzen, und dementsprechend hast du auch zum Beispiel den Staat zweimal verklagt und du kriegst auch zweimal Recht, und gibt sogar ein Arrêt, den heißt Arrêt Clement, und das heißt ja wohl auch, voilà, dass das, wofür du dich ersetzt, nicht für nichts ist. Und das definitiv nachhaltig etwas verbessert. Ja, das ist, also. Ich gibt halt allen Zitat, was so oft rundherum geworfen wird, für Wahlen etwas anderes könnten, da werden sie verboten. Ich unterschreibe das gar nicht. Ich meine, dass Politik als demokratisches System die Welt zum Besseren können verändern, und dass es von allen Bohren engagiert Politikerinnen und Politiker braucht, die das machen. Es sind einfach froh, ein Teil von der großen Familie zu sein, Menge kleine Elemente dazu beizutragen. Ja, ich gebe mich nicht. Ich kann das nicht, wenn ich nur gucken, und das etwas, was unfair ist. Zum Beispiel, ein ganz rezentes Beispiel, was ich mich den halben Tag über aufgeregt habe. Und ja, du merkst es. Ich sie kontaktiert von einer Frau, die zu Lützeburg lebt, mit seinem lützeburgischen Mann, ukrainischer Origin, an der hier Mom aus dem Kriegsgebiet der Nord-Lützeburg kommt. Kennt originär aus dem Kriegsgebiet besaten, russisch besaten Territoire im Moment, an heute also halt zu Lützeburg Protektion temporär kriegt, als Kriegsflüchtling.
die Frau huet nach keine 60 Jahre wild und sich nach gerne ein bisschen abschaffen die Welt der Gesellschaft diese gerät huet etwas zurückgehen für derfen zu schaffen brauchen ein Visum brauchen einen Titre de séjour dann will doch halb bleiben hier Enkelin aus Geburt lebt zu Lützeburg hier Mädchen lebt zu Lützeburg für was soll die an ein Land wat nicht mehr hier auswählt von der Russe besagt das zurück und sie will dass zu Lützeburg abstreckt sie will halt schaffen dann fried Familie ein Titre de séjour wennst Familie Familienzusammenführung und da kriegt die Frau die Welt schaffen die Kriegsflüchtlinge aus halt zu Lützeburg gesucht ja also ihr könnt den Titre de séjour nimmen ufro wann der wäre Schutzstatut als Kriegsflüchtling verzicht ohne dat ein Garantie hut der Donno den anderen Titre de séjour krit weil man duten run hunn ob Mädchen schon finanziell unterstützt während an der Ukraine wird ich verstehe das Problem nicht ich auch nicht mais do hunn Paragrapherei da am Ministère de l'Intérieur an der Direction de l'Immigration sech versteifen sech dort, dat die Madame als ich mal ihre Schutzstatut muss opgehen fir derfen überhaupt den Titre de séjour als Familienmember unzufroen fir gleichzeitig gesud kennen mir sind ja so sicher op der krit wat so mir also hei enger Frau die wöl sich zu Lützeburg integrieren ja der hier ihre ganze Bezugeloheit zu Lützeburg aus der hier Staat net mi existiert an der Form wie se geflüchtet ist an der Sommer PDG pascht gerne se froh dat man de Job hun mé wann gi kontribuieren net also der Tischcht hier Idealsituation wie dat die Madame einfach nimmen Highgave an Flüchtlingsstatut bleibt ja das können sie als May Paragraphereiterei vum der Direction de l'Immigration seht mir hu leiwer Madame mecht neicht wie dat man hier en anderen Titre de séjour ge vergin an da genau die Leute die han no nach am beste vun Leute vom Rietzeburg gesucht kreen dat sind die Flüchtlingen die immer Eis op der Tasche leiien an neicht wëlle machen an sie net wie Situation an am Madame wölt an schon bei der zweiter Demande bei der zweiter dem Marsch die negativ beschäd geworden geht lo wirklich dran wie können man an schon gewählt ja, das strukturelle Problem und wir müssen die strukturelle Problem im Griff kriegen und dat auswer Politik ausmeschern ich gucke kurz auf Dauer ich meine nicht dass man de Problem haut gelesen kriegen mich werde ich im Fall weiter erzählen wat mit dem Fall auch weitergeht weil Ungerechtigkeiten gehören aus der Welt geschafft an dat aus für bei Politik meschern dat bringt mein Blut zum Kochen dann nennen wir das Episode der Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Mal gucken, was man als Titel zurückbehalten. Müller über viel geschwärzt, vielleicht der Rode vor dem zur Gerechtigkeit oder so, keine Ahnung. Oder den 21. Juni, ob man nicht gegen die Austeritätspolitik von dieser Regierung gehen. Brav, ich meine, das war die Episode Nummer 5. Mir müssen schon mal nachher mal Spaß machen, auch für der Kamera drüber zu schwätzen, was man machen. Und wir sehen uns für die nächste Episode. Merci. Merci, Annette.